dat ein ganz rezente Sondage den ich durchgefeuert hun wird das Gesetz mat 60 Stimmen unanim ugeholt gin. Das ist gut, dat man die Sondagen reglementéieren, mais wir müssen als bewusst wat Limite sind. Wir schwätzen Haifu Sondage d'Opinion rundem Referende, rundem Wahlen, Nationalwahlen, Kommunalwahlen, Europawahlen. Was as a wie steht mat den solche Sondagen die Regierung an die Ministerien an Optrag gin? A wie fern gin die Sondagen gebraucht oder auch missbraucht? A wie fern gëtt Meinungsbildung gemacht durch Meinungsumfragen? Ich meine, das sind Fragen, die ich muss stellen. Für allem auch von wie Sondage können manipuliert gehen durch die frohe Stellung. Da kann ich ein ganz fiktiv Beispiel holen, wenn ich mehrere Sondage meine und ich so ich frohen die Leute hier am Land, wie dir da kommen Sanktionen gegen das Land, was international Recht missurcht, zum Beispiel der rezenten Aufschuss von einer Malaysian Airways, vielleicht durch Russland, wieder da mit Sanktionen d'accord, da wird höchstwahrscheinlich eine riesengroße Majorität so ja, und da kann die Überschrift heschen 90% von den Leuten für Sanktionen gegen Russland. Wir brauchen dann das fiktiv zu kommen bleiben am praktischen als Familienminister zwischen dem 7. und dem 13. Oktober 819 Residenten der Tischletwähler befragt, wie sie da zur Flüchtlingsproblematik stehen. Da wären dann 56%, die gesagt haben, ich fühle mich très préoccupé. Mais gleichzeitig werden sie aber zu 60% sehen. Resultat da ist soutenir la position du gouvernement den sich weist à la hauteur de l'enjeu de politique internationale et notamment européenne. Erlaubt man da Nütze gelebt. Andere Beispiele von Manipulationen, ich meine, wir haben alle gut viel gegoogelt, wie man es Rede präpariert haben. 1965 war Otto Brenner, das war damals der Vorsitzende von der IG Metall, den ich beim Willy Brandt beschwert, hat gesagt, das Allensbach-Institut, das reiht Eis ran, weil die hun als SPD als Wahlresultat überbewährt, an Doma mit dem Trick bringen sie fertig, Potenzial von der Union zu mobilisieren. Ich denke, wir sind als alle guten eins, und der Kollege Adam hat das ganz gut erklärt, die verschiedenen Manipulationswege, die gibt auch noch, da den am Endeffekt nie kann sagen, was dann noch funktioniert, aber nicht. Es gibt zum Thema ein exzellentes Buch von Alain Garrigou, L'ivresse des Sondages, wo auch genau über die Problematik von der Frohstellung. Und dafür fand ich das auch so gut, dass hier am Text die Frohstellung muss offen gelöst gehen. Heute geschrieben, les énoncés des questions contiennent les réponses. En les écoutant, on entend en quelque sorte la voix du commanditaire. Ich meine, dem ist nicht ganz viel dabei zu fügen, dass das so ist, wissen wir, und trotzdem möchte das Regierung auch wie Regierungen für drinnen machen, Ministerien, der umfrohen, inwiefern Fernsehen hat Gesetz, da gibt bestimmte Fall von Jurisprudenz, was heißt direktement oder indirektement, kann ich sich vorstellen, brauchen wir nicht eventuell einen Zusatz zu diesem Gesetz, was die dort Frau klärt, und eine andere Frau, die auch noch bleibt, als, was kostet, aber was bringt es? Die Frau ist schon abgeworfen gegen 2008, weil bei der Vergangenheit vom Eugène Berger, den demals eng parlamentarisch vorgestellt wird und demals Transportminister Lucia Lux, den ist Sondage gemacht über die Utilisation des Transports en commun, wo gesagt wird, kostet, aber Menge der wirklich für opportun, für öffentlich Gelder auszugehen, für so eng Umfrage. Dann wird 14 Frauen und 1000 Leute, das wird demals kostet 11.000 € hors TVA. An Besoin, ja, ich brauche die Umfrage, für zu wissen, was Besoin sind vom Bürger. Es sind nicht der Meinung. Ich sollte der Meinung, dass man Umfrage brauchen, für zu wissen, was der Besoin ist vom Bürger. Der Besoin vom Bürger sollte mir kennen, hier ist es um Meinungen vom Bürger gehen. Und was mich an dem Ganzen rassuriert, gelebt einem Populist, das Leute sind nicht so dumm, dass sie sich immer von Meinungsumfragen umstimmen lassen.